Ja, heute gibt es ein Freundschaftsspiel, zumindest vom Papier her, aber das haben wir natürlich von diesen beiden Mannschaften in der Vergangenheit auch schon anders erlebt. Ja, das ist richtig, Tom. Und ich erwarte auch heute wieder einige Nicklichkeiten. Ich will nicht sagen ein unfaires Spiel, aber es wird schon hart geführt, weil natürlich keiner der beiden Teams hier verlieren will. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Ja, und quasi zum Start dieser Partie gibt es gleich einen Eckball. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können hinten erstmal durchatmen. So, das ist jetzt der letzte Abwehrspieler, den er noch vor sich hat. Zieh ab, Junge! Da segelt der Ball über Freund und Gegner hinweg nach vorne. Klasse. Deutliche Abseitsstellung hier. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Gut per Kopf in die Offensive weitergeleitet. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Warum machen sie es dem gegnerischen Torhüter so einfach wie in dieser Situation, aus dieser Entfernung aufs Tor zu schießen? Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Richtige Entscheidung. Ganz alleine stand er da, ganz alleine, aber leider halt auch im Abseits. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. Ganz wenig Platz für die Angreifer. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch. Riesenmöglichkeit. Gut weggeköpft. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. So, das gibt Eckball. Das ist eine Möglichkeit. Oh nee, das war ganz schlecht, der Eckball. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, das sieht der Trainer gern. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, da kann er sich nicht beklagen, dass er hier gelb sieht. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Nutzt er die Chance. Ja, und der ist drin und jetzt sind die Fans nicht mehr zu halten. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, dass er jetzt endlich
erzielt hat. So, notieren wir, erster Treffer in der Partie nach 25 Minuten. Alle fällt im Rennen. Und jetzt muss er schießen. Klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Achtung, genau in den Lauf. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Hat gewehrt, aber das könnte noch was geben. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, das war ein rüdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Sauberes Kopfballspiel. Ja, gut gerettet vom Torhüter. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Gut gesehen. Ja, vielleicht ist der Torhüter gerade ein bisschen unkonzentriert. Sehr enge Partie hier, ausgeglichen und deswegen ist natürlich hier die Spannung im Stadion fast greifbar. Mein lieber Mann, was für ein Zweikampfverhalten. Starker Kopfball. Ja, da hat er den Braten gerochen. Lücke. Ja, was macht er jetzt? Ich glaube, er flankt. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein, einen Gang runterschalten nach der Verwarnung. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Zur Pause steht es 1:0. Also angesichts der vielen vergebenen Torchancen dürfen sich die Spieler in der Kabine sicherlich einiges anhören. Wäre nicht das erste Mal, dass sich diese Nachlässigkeit rächt. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. So, jetzt wird's gefährlich. Ja, aus dieser Situation könnten sie was machen. Hat nur noch den Torwart vor Augen. So, jetzt ist er frei durch. Das müsste jetzt die Möglichkeit sein. Ja, aus dem Ball kann nichts werden.
Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat den Ball zurückerobert. Ja, es war schon ein klasse Zuspiel. Es gibt Abstoß. Ja, beide Trainer bringen jetzt nochmal einen frischen Spieler. Schauen wir mal, wie sich das auf die Partie auswirkt. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Und jetzt bietet sich die Gelegenheit. Hier schnell, jetzt hat er den Platz. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurückgekämpft. Und den schlägt er jetzt weit nach vorne. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Richtig so. Versucht aus der Distanz und der ging ganz knapp vorbei. Klasse Zuspiel. Ja, Zuschauer fordern eine gelbe Karte nach diesem Zweikampf. Ich kann sie verstehen. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Also gesundes Selbstvertrauen scheint er ja mitzubringen, aber so optimistisch sollte man vielleicht dann auch nicht sein. Der Trainer wechselt aus. Es ist ja unglaublich, wie der die ab... Und wieder den rausholt. Einfach spitze. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Wunderbarer Pass. Und Tor, unglaublich, was für ein Jubel. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans noch gewartet, auf so ein schönes Tor. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat 3 frische Spieler. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als sein Gegenspieler. Und schon hat er sich da durchgesetzt. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Ja, und ganz brutal, wie der Angreifer da angegangen worden ist bei diesem Zweikampf. Er scheint sich verletzt zu haben, aber Sie sehen es gibt noch nicht mal eine gelbe Karte. Unglaublich, dass der Unparteiische hier einfach weiterlaufen lässt. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen die... Achtung, jetzt brennt's! Jetzt ist die Chance da. Oh, da hat er zu lang gewartet. Und schon ist der Torwart da. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ein wunderschöner Pass.
Und daraus könnte was werden. Diese Abwehr macht heute keiner was vor. Super gemacht. So, er spielt nicht nur den langen Ball, der kommt auch noch genauer. Ja, da hat er noch nicht mal den Ball gehabt. Freistoß. Gut möglich, dass wir gleich ein Tor zu sehen bekommen. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ich glaube, das war einfach nur noch eine spontane Reaktion. Ich weiß gar nicht, ob er den Ball gesehen hat, aber irgendwie kommt er noch ran. Über mangelnde Beschäftigung kann er sich hier wirklich nicht beschweren. Er hat seinen Vorderlauf. Ja, der Eckball direkt in die Hände des Keepers. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. So, den muss er jetzt verbannen. Gehalten, aber der Ball ist immer noch heiß. Los, schieß, Junge. Jetzt kommt er. Aber der Torwart ist auch da. Klasse gemacht, gut reagiert. Und damit sind sie eine Runde weiter. Und das war eine klasse Leistung der gesamten Mannschaft.